König David. Wir sind in dieser Serie und den folgenden Spruch kennen wahrscheinlich die meisten von uns. Was du nicht willst, dass man dir tut, das füg auch keinem anderen zu. Das ist ein Spruch, den wir kennen, der ist negativ formuliert, abgeleitet von dieser sogenannten goldenen Regeln, von diesem ethischen, von der praktischen Ethik herkommend, der sagt, behandle andere Menschen so, wie du von ihnen behandelt werden möchtest. Simpel. Jesus hat im Matthäus-Evangelium dazu gesagt, los, alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch. Und das gibt durchaus Sinn. Und in der Tat wäre die goldene Regel wirklich eine tolle Regel für unser Miteinander in der Gesellschaft, in der Kirche, im Freundeskreis, in der Small Group und darüber hinaus in der Nachbarschaft, in der Familie. Nur, und das kennen wahrscheinlich die allermeisten von uns auch, funktioniert das nicht immer so. Warum auch immer, es funktioniert einfach nicht immer so, dass man andere wirklich so behandelt, wie man gern selbst behandelt werden möchte. Und just in dem Moment, wenn das eben nicht passiert, dann dreht sich die Regel eben und dann heißt es, was andere dir angetan haben, das tu ihnen auch an. Oder? Oder so salopp formuliert, wie du mir, so ich dir. Was du mir gemacht hast, gut, das mache ich auch. Und wenn wir das nicht können, weil die Person gerade nicht da ist, weil sie vielleicht gestorben ist, schon lange tot ist oder die Umstände es nicht erlauben, dann passiert es manchmal, dass wir diese Rachegefühle, dieses wie du mir, so ich dir, gerne an anderen Menschen auslassen. An netten Menschen, die überhaupt nichts dafür können, Kollegen, Chefs, Nachbarn, Familienkreis und so weiter. Auf einmal benimmt man sich wie das letzte Arschloch. Und warum macht man das? Ja, das kommt einfach aus einer ohnmächtigen Situation heraus. Man hat irgendwas erlebt im Leben, wo man an sich gerne heimzahlen möchte, nur geht's halt nicht. Und dann nimmt man halt den Nächstbesten, dich. Dann lasse ich da einfach an dir mal raus. Und man fragt sich, was soll das? Was soll das? Aber man hätte auch immer so einen Wutausbruch, einen Ärgerausbruch und sagt einfach, nein, wenn meine Eltern ich ihnen schon nicht heimzahlen kann, weil die eben tot sind oder mein Ex-Partner oder Partnerin, weil der weggezogen ist oder mein Kollege eben ehemalig ist, dann halt der neue Kollege, dann halt der oder die oder der oder das. Und wir tun Gleiches mit Gleichem vergelten. Das Problem, Leute, bei dem Gleichen mit Gleichem vergelten ist, warum machen wir das? Warum machen wir in der Richtung was, wir benehmen uns so wie einer, den wir an sich nicht toll finden und sagen, jetzt mache ich das Gleiche, wie der auch getan hat. Das Problem ist, dass wir gleich werden der Person, wo wir an sich sagen, so sind wir ja gar nicht. So bin ich an sich nicht. Und die Frage ist, warum möchtest du einem Menschen gleich werden, den im Kern sagst, nein, so bin ich nicht. So behandle ich nicht Menschen. Aber warum wollen wir auf einmal Menschen gleich werden, die uns so schlecht behandeln? Und damit tauchen wir mitten in die Geschichte von diesem König David ein. Eine Episode von seinem Leben, wo ich finde, uns sehr viel mitgeben kann, in unserer heutigen Zeit zu Friedensstiftern zu werden. Und wenn du die letzten Wochen verpasst hast oder online dabei bist oder den Podcast nachhinein hörst und siehst, hey, dann ermutige ich dich, schau dir die letzten Predigten mal an. Letzte Woche ging es um Konkurrenzkampf. So eine wahnsinnig wichtige Message dahinter, hey, warum Konkurrenzkampf nicht für uns Menschen gemacht ist. Weil es nie Gottes Idee ist. Dann schau die Episoden an und du wirst etliches aus diesem Leben vom König David lernen können. Ich lese mit euch heute einen ganz langen Abschnitt in der Bibel. So viel Text, den habt ihr noch nie von mir gehört. Ihr werdet das merken. Und damit ihr einigermaßen dabei sein könnt, wir haben alles aufgeschrieben und ich versuche langsam mitzulesen. Eine Episode aus 1 Samuel 25. Und es war ein Mann in Maon, der verrichtete seine Arbeit in Karmel. Und der Mann war sehr wohlhabend, ihm gehörten 3000 Schafe und 1000 Ziegen. Und er war gerade dabei, in Karmel seine Schafe zu scheren. Und der Name des Mannes war Nabal. Und der Name seiner Frau war Abigail. Und die Frau hatte einen klugen Verstand und war von schöner Gestalt. Der Mann aber war hart und boshaft. Er war ein Kalebiter. Nabal, das heißt übersetzt, ganz wörtlich, würde man sagen, Tor oder Narr.
Heutzutage würde man sagen, Idiot. Das ist einfach ein Idiot. Punkt. Und David hörte in der Wüste, dass Nabal dabei war, seine Schafe zu scheren. Da sandte David 10 junge Männer aus und David sagte zu den Männern, zieht hinauf nach Karmel. Und wenn ihr zu Nabal kommt, sollt ihr ihn in meinem Namen nach seinem Wohlergehen fragen. Und ihr sollt zu ihm sprechen zum Gruß, Friede dir, Friede deinem Haus und Friede allem, was dir gehört. Und nun habe ich gehört, dass du Scherer hast und nun waren die Hirten, die zu dir gehören, bei uns. Man ist ihnen nicht nahe getreten und nichts ist ihnen abhanden gekommen, solange sie in Karmel waren. Frag deine Männer, damit sie dir berichten und damit die Männer Davids Gnade finden in deinen Augen, denn sie sind an einem Festtag gekommen. Bitte, gib deinen Dienern und deinem Sohn David, was du gerade zur Hand hast. Und die Männer Davids kamen und sprachen mit Nabal im Namen Davids alle diese Worten gemäß und sie warteten. Also der David sagt, look, geht hin zu dem und erinnert ihn daran, look, deine Männer waren bei uns und wir haben sie beschützt. Wir haben alles Gute für sie getan. Ne? Erinnere sie daran. Und jetzt kommen wir zu dir und jetzt gib doch was in deine Hand, wenn wir zu essen, zu trinken. Es ist ein Festtag. Wir möchten auch was haben. Look, und damit die Dimension versteht, hier geht es nicht um ein Znüni oder Zwiri mit dem Zopf und mit Konfi und wegen mir noch ein Birchenmüsli und so weiter. Das waren 600 Männer. Also David fragt für 600 Männer ein bisschen was zu essen. Und dann noch Frauen und dann noch Kinder. Also es war schon etwas mehr. Das war eine Hausnummer. Es war eine Hausnummer wirklich, wo da gefragt wurde. Dann geht es weiter. Doch Nabal schimpfte. Was ist das für einer, dieser David, der Sohn von Isai? Heutzutage gibt es haufenweise solche davongelaufenen Sklaven. Und da sollte ich essen und trinken, sogar das Fleisch meiner Schafe, das ich für die Scherer geschlachtet habe, solchen dahergelaufenen Landstreichern geben. Ich weiß ja noch nicht einmal, woher sie kommen. Da wandten sich die Männer Davids um, machten sich auf ihren Weg und kehrten zurück. Und sie kamen zurück und berichteten ihm David eben all diese Worte. Da befiehlt David, holt eure Schwerter. Alle schnallten ihre Schwerter um und auch David. Und dann zog er mit 400 Mann in Richtung Karmel. Die restlichen 200 blieben als Wachen im Lager zurück. Gleiches mit Gleichem. Inzwischen hatte einer von Nabals Knechten, dessen Frau Abigail, berichtet. David hat aus der Wüste Boten zu Nabal gesandt, um ihm alles Gute zu wünschen. Aber unser Herr hat sie bloß beschimpft. Dabei waren diese Männer sehr gut zu uns. Als wir mit unseren Herden umherzogen, haben sie uns nie etwas zuleide getan. Im Gegenteil, sie haben dafür gesorgt, dass uns auch nicht ein einziges Tier gestohlen wurde. Tag und Nacht umgaben sie uns wie eine schützende Mauer, solange wir unsere Herden in ihrer Nähe hüteten. Look, die Leute, der Diener, der ungefragt zu der Frau kommt, bestätigt das, was die Knechte von David damals berichtet haben. Das war keine Fake-Story. Es war wirklich echt. Die haben sie behütet, bewahrt, beschützt. Und er bestätigt das. Hey Leute, die waren gut zu uns. Dann macht er weiter und sagt, nun überleg doch, was zu tun ist. Unternimm etwas, sonst gibt es ein Unglück. Dann ist Nabal verloren und wir alle mit ihm. Du weißt ja, wie niederträchtig er ist. Man kann nicht mit ihm reden. So schnell wie möglich holte Abigail 200 Brote, 2 Schläuche Wein, 5 fertig zubereitete Schafe, einen Sack geröstetes Getreide, 100 Rosinenkuchen und 200 Feigenkuchen. Sie ließ alles auf Esel laden und befahl den Knechten, geht voraus, ich komme hinterher. Ihrem Mann sagte sie nichts von ihrem Plan. Am Anfang hieß es, die Frau war schön und klug. Bestätigt sich. Sie sagt ihm nichts. Leute, lasst euch mal auf die Zunge zergehen. 200 Feigenkuchen, 100 Rosinenkuchen, 200 Brote, 5 fertig zubereitete Schafe. Das ist ein Haushalt. He? Die haben wirklich einen großen Gefrierschrank. Das war eine große Sippe da.
Aber die war vorbereitet. Die Frau hat wirklich in dem Haus, die hatten Sachen parat. Für eine große Menge an Menschen. 600 Mann, und wenn du es zusammenrechnest, bist du ganz schnell auf 500 Sachen, die so allein jeder einen Kuchen essen kann. Und dann kann man das ja noch verteilen und so weiter. Ihrem Mann sagte sie nichts von ihrem Plan. Im Schutz des Berges ritt sie auf einen Esel den Bergpfad hinunter. David und seine Leute waren schon in der Nähe. Bald müsste sie ihm begegnen. David war immer noch wütend. Er war immer noch wütend. Weißt du, die ganze Szenerie, wo ich hier lese, das geht Stunden. Das ist ein ganzer Tag dazwischen. Alles zusammensammeln. Tiere beladen. Leute vorausschicken. Wir lesen das innerhalb von 1-2 Minuten. Braucht Vorbereitung. Leute sind unterwegs. Und David hat die Nachricht gehört. David hat seine Leute geholt. Er ist unterwegs. Er ist immer noch wütend. Für nichts und wieder nichts habe ich die Herden beschützt, die dieser Schuft in der Wüste weiden ließ. Sorgfältig habe ich darauf geachtet, dass ihm nichts gestohlen wurde. Und was ist der Dank? Nun hat er mir Gutes mit Bösem vergolten. Und dann dreht er richtig auf. Gott tut den Feinden Davids an, was immer er will. Wenn ich von allem, was ich gehört, bis am Morgen noch etwas übrig lasse, was an die Wand pisst. Und wenn du denkst, ja, das steht sicherlich nicht in der Bibel. Doch, an der Wand pisst. Lest mal Luther, Übersetzung, 2017, da steht das drin. Und wer pisst an der Wand? Männer. Verstanden? Der Luther hat genau verstanden, um was es ging. Der hat es einfach schön übersetzt. Alle, die an der Wand pissen, sind weg. Und Abigail sah David, sie sah ihn, kam ihm entgegen und stieg eilends vom Esel, warf sich vor David und auf ihr Angesicht und verneigte sich zur Erde. Und jetzt wird es mega interessant. Sie fiel ihm zu Füßen und sagte, allein auf mir, mein Herr, liegt die Schuld. Deine Magd würde dir gern alles erklären. Höre die Worte deiner Magd. Sie macht das Statement, das sagt, ich bin schuld. An deinem Ärger, an der ganzen Situation, ich bin schuld. War sie schuld? Nein, sie war nicht schuld. Sie übernimmt die Schuld von ihrem Ehemann in der Situation und sagt, hey komm, ich entschuldige mich mal am Anfang. Ich identifiziere mich damit, ich nehme das auf mich. Mit dem Ziel, es muss deeskaliert werden. Ich möchte, dass Frieden entsteht. Und dann geht es weiter. Ärgere dich nicht über den boshaften Menschen. Er ist genau, was sein Name bedeutet. Nabal, ein unverbesserlicher Dummkopf. Leider habe ich die Boten nicht gesehen, die du, mein Herr, zu uns geschickt hast. Doch so wahr der Herr lebt und du lebendig vor mir stehst, der Herr selbst hat dich aufgehalten. Der Herr selbst hat dich aufgehalten. Sie redet über sich, dass Gott sie wie schickt in der Situation, sagt, ich halte dich auf. Er will nicht zulassen, dass du dich rächst und so zum Mörder wirst. Nabal wird seine gerechte Strafe schon bekommen. Und wie ihm soll es auch all deinen Feinden ergehen und allen, die Böses gegen dich im Schilde führen. Sieh doch, ich habe dir Geschenke mitgebracht, mein Herr. Deine Leute sollen sie mitnehmen und unter sich verteilen. Vergib mir, dass ich dir so vermessen in den Weg trete. Gewiss, der Herr, deine königliche Familie wird Gewiss wird der Herr deine königliche Familie nie aussterben lassen, denn du kämpfst gegen die Feinde Gottes. Er bewahre dich, dein Leben davor, Unrecht zu begehen. Was macht sie hier? Die Frau spricht wie prophetisch in das Leben von dem David hinein. Die redet zu ihm so, wie sie gern sehen möchte, dass der David reagiert. Der Herr bewahre dich, dass du irgendwie Unrecht willst. Nein, du bist kein Mörder, das bist du nicht. Deine Familie wird immer leben. Sie redet in sein Leben hinein, quasi mit einer Message und sagt, look, so bist du an sich, so bist du. Du bist kein Mörder, du bist ein königliches Geschlecht. Du bist nicht einer, der sich einfach so Rache nimmt. Das bist du nicht. Das sehe ich nicht in dir, ich sehe ganz anderes in dir. So redet zu ihm. Der Herr möge dich beschützen, wenn dich jemand verfolgt und umbringen will. Er behüte dich wie einen kostbaren Schatz, das Leben deiner Feinde aber, und das ist ein interessanter Satz, der da steht. Er möge dich behüten, beschützen, wenn dich jemand verfolgt und umbringen will. Hätte David das schon erlebt? In der Tat. Mehrmals hat er schon erlebt, dass nach seinem Leben getrachtet wurde. Mehrmals waren schon Leute unterwegs, wollten ihn umbringen, Saul, andere. Er hätte schon mit Tieren gekämpft. Aber er
dich beschützt. Er behütet dich wie einen kostbaren Schatz. Das Leben deiner Feinde aber. Und sie erinnert quasi David an das, was er alles schon erlebt hat. Dass er beschützt worden ist und so weiter und so fort. Und dann erinnert ihn an eine spezielle Situation dennoch. Soll er wegschleudern wie einen Stein. Und sie knüpft wieder an die Geschichte von David und Goliath. Der Goliath wollte David umbringen. Und sie erinnert den, hey David, damals, weißt du noch, 15 Jahre alt warst. Und da ist du mit dem Stein, ist dein Feind weggeschleudert worden. Mit dem Stein ist er weggeschleudert worden. Und sie erinnert ihn quasi daran, hey, das ist alles schon in deinem Leben passiert. Das ist alles schon passiert. Dann geht es weiter, wenn der Herr alle seine Versprechen erfüllt und dich zum König über Israel macht, dann sollst du nichts bereuen müssen. Du wirst ein reines Gewissen haben, weil du dich nicht gerächt hast und nicht zum Mörder geworden bist. Es ist unglaublich, die Weisheit und der Verstand von dieser Frau. Und sie spricht zu ihm, hey David, du wirst Geschichte schreiben. Du wirst ein reines Gewissen haben, weil du dich eben nicht gerächt hast. Sie redet von der Zukunft. Sie sagt, das wird deine Story sein. Du wirst dich nicht rächen, du wirst ein reines Gewissen haben. Du wirst eine Geschichte schreiben, die nicht aus Rache ist, wie du mir, so ich dir. Du kannst das besser. Und dann sagt sie, und wenn der Herr es dir einmal gut gehen lässt, dann denke bitte an mich, deine ergebene Dienerin. Der David kommt allmählich von seinem Zorn und der Wut runter und sagt dann Folgendes. David rief, ich dankte dem Herrn, dem Gott Israels, dass er dich gerade in diesem Augenblick zu mir geschickt hat. Wie froh bin ich um deine Klugheit. Abigail, das hast du wirklich klug gemacht in der Situation. Du hast dich verbeugt, du hast die Schuld auf dich genommen, du hast dich identifiziert, du hast mich wieder runtergebracht, du hast über meine potenzielle Zukunft geredet. Das hast du wirklich gut gemacht. Gesegnet sollst du sein, weil du mich heute davon abgehalten hast, mich auf eigene Faust zu rächen und Blut zu vergießen. Vor den lebendigen Herrn und Gott Israels, der meinen bösen Plan durchkreuzt hat, muss ich gestehen, keiner von Nabals Männern hätte den nächsten Tag erlebt, wenn du nicht so schnell gehandelt hättest. David nahm die Lebensmittel von Abigail entgegen und verabschiedete sich von ihr. Du kannst beruhigt nach Hause zurückkehren, sagte er. Ich habe mich von dir überzeugen lassen und werde deine Bitte erfüllen. Als Abigail nach Hause kam, hatte Nabal ein großes Festessen aufgetischt, wie es sonst nur Könige haben. Und man merkte ein bisschen, was für ein Typ das war. Das ist wirklich so, wenn wir essen, dann richtig, nicht irgendwie König. Er war in bester Laune und schon völlig besoffen. Darum sagte Abigail ihm vorerst kein Wort von ihrer Begegnung mit David. Wer schon mal mit einem Betrunkenen geredet hat, der kann das jetzt nachvollziehen. Kleiner Tipp am Rande, bringt nichts. Bringt nichts mit Besoffenen lang zu diskutieren. Macht den nächsten Tag ab, das ist gut, dann kann man reden. Erst am nächsten Morgen, als er seinen Rausch ausgeschlafen hatte, erzählte sie ihm alles. Da erlitt Nabal einen Schlaganfall und wurde völlig gelähmt. Nach etwa 10 Tagen ließ der Herr ihn sterben. Als David von Nabals Tod erfuhr, rief er, gelobt sei der Herr, er hat mir zu meinem Recht verholfen und Nabal für seine Beleidigung bestraft. Mich hat er vor einem schweren Vergehen bewahrt. Ihm dagegen hatte er seine Bosheit heimgezahlt. Bald darauf schickte David seine Boten zu Abigail und ließ sie bitten, seine Frau zu werden. Geht dann weiter und dann packte sie schnell ihre Sachen zusammen, setzte sich auf einen Esel, ritt mit den Boten zu David. 5 Dienerinnen begleiteten sie. Sie wurde Davids Frau. Ende der Story. Und sie lebten glücklich bis ans Ende ihres Lebens. Der Satz steht ja jetzt nicht mehr da, aber so könnte man jetzt die ganze Story dann halt beenden. Schön. Der David hat verstanden, okay, das ist eine wirklich schöne Frau, die hat wirklich Verstand. 3 Charaktere in der Geschichte. Nabal, David und Abigail. 3 Charaktere. Nabal, was macht er? Ich habe es euch aufgelistet. Böses für Gutes. Böses für Gutes. David macht Böses mit Bösen. Und Abigail macht Gutes für Böses. Was der Nabal macht, kann man schlicht und einzig sagen, look, das ist, was soll man sagen, wahnsinnig. Wenn du Gutes erlebt hast und mit Bösem antwortest, das ist wahnsinnig.
Wir kennen das in der Gesellschaft, wir kennen das in vielen Orten, wir kennen das zwischen Ländern sogar, dass man Böses für Gutes antwortet. Was David macht, ist vorhersehbar. Das war im Alten Testament die gängige Regel. Wenn du Böses erfahren hast, darfst du mit Bösem antworten. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das war vollkommen predictable, also vorhersehbar. Also jeder wusste, look, wenn du das machst, dann zahle ich dir das so heim. Das war die Regel. Was Abigail jetzt macht, ist außergewöhnlich. Wirklich außergewöhnlich. Warum? Weil die Frau handelt ihre Zeit wie voraus. Sie macht was im Neuen Testament als Reich Gottes Kultur gefeiert wird, wo Jesus sagt, daran werden wir daran erkennen, das ist wirklich was Außergewöhnliches. Die Frau war weit ihrer Zeit voraus. Weit. Sie hat Böses mit Gutem vergolten. Und das hat das Leben von vielen Menschen verändert. Abigail war eine Friedensstifterin. Eine Friedensstifterin. Schau, im Neuen Testament ist es ausgerechnet Petrus, der bei der Gefangennahme von Jesus ein Schwert nimmt und kämpfen will und irgendeinen anderen Menschen noch verletzt, einer der Soldaten. Ausgerechnet der Petrus, der kämpfen wollte, eben Gewalt anwendet, ausgerechnet derjenige schreibt dann zu Christen, die verfolgt werden wegen ihrem Glauben, die wirklich unter Druck waren und Schwierigkeiten waren, schreibt er folgenden Satz, 1. Petrus 3. Leute, vergeltet nicht Böses mit Bösem. Droht nicht mit Vergeltung, wenn man euch beleidigt. Im Gegenteil, bittet um seinen Segen für den anderen. Denn ihr wisst ja, dass Gott euch dazu berufen hat, seinen Segen zu empfangen. Der Petrus, der mit dem Schwert reingeschlagen hat, sagt, mach das nicht. Das ist nicht Reich Gottes. Nicht Böses mit Bösem vergelten. Und er fährt dann noch fort und sagt, wer sich im Leben freuen und gute Tage erleben will, der achte auf das, was er sagt. Keine Lüge, kein gemeines Wort soll über seine Lippen kommen. Und die Abigail hat letztlich das vorgelebt und gehandelt im Alten Testament, was Jesus in Matthäus 7 uns allen mitgegeben hat. Und sie hat wie ein Zeichen gesetzt. So kann man Frieden stiften. Matthäus 5. Ihr habt gehört, dass gesagt wurde, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich sage euch, liebet eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen. Und so werdet ihr Söhne und Töchter eures Vaters im Himmel sein. Die Story von den 3 Charakteren, die stellt uns quasi wie ein paar Fragen auf für die nächste Zeit. Und es ist extrem aktuell momentan. Wenn wir unser Nachbarland schauen, Frankreich, was momentan abgeht, wenn wir in Nordeuropa schauen, nach Afrika schauen, in so vielen Ländern sind Konflikte. Leute schlagen sich in den Kopf ein und Böses mit Bösem vergelten, Gutes mit Bösem vergelten. Und wir selbst sind immer auch in der Gefahr zu sagen, ja, okay, ich möchte auch, wie du mir, so ich dir. Wir haben so viel Polarisation in den letzten Jahren erlebt, durch Corona, durch alles Mögliche, wo Menschen sich wirklich wie gehasst haben, was nicht mehr anschauen konnten, fast nicht mehr mit reden konnten, weil man so weit auseinander ist. Und so viel wurde Gutes oder mit Bösem vergolten oder Böses mit Bösem. Und wir stehen in so einer Zeit, wo wirklich, ich glaube, die Story uns ein paar Fragen stellt. Und die eine Frage ist, möchtest du wirklich einem gleich sein, den du im Kern gar nicht magst, der dir Böses tut? Möchtest du wirklich Böses mit Bösem vergelten? Möchtest du ein Mensch gleich sein, der dir Böses antut? Möchtest du böse werden? Die Story stellt uns wirklich vor die Frage, und der David hat sie beantwortet. Ja, natürlich. Natürlich bin ich so, natürlich werde ich das machen. Welche Geschichte möchtest du in deinem Leben schreiben? Oder anders gefragt, was soll man über dich erzählen? Und in der Beerdigung, an deinem nächsten runden Geburtstag, was weiß ich. Das ist ein Mensch, der Frieden stiftet. Und du willst ein Mensch sein, der wirklich für sein Recht immer wieder kämpft und Rechthaber wird. Und zu guter Recht wirklich entgegenschlägt. Zu Recht dem anderen auch eingibt. Eben wie du mir, so ich dir. Was soll über dich erzählt werden? Was möchtest du? Und vielleicht noch eine Frage, wo uns die Story auch aufgibt. Wie wird es denn aussehen, wenn du auf Böses mit Gutem antworten würdest?
Wenn Menschen dir wirklich Böses wollen oder Unangenehmes, Doofes, wie auch immer, muss ja nicht gerade absolut ultra böse und abgrundtief sein. Wenn Menschen dir nichts Gutes wünschen und du mit Gutem darauf antwortest, wie wird das aussehen in deiner Familie, in der Nachbarschaft und dem Kollegenkreis, den Angestellten, wo auch immer du bist? Wie könnte das aussehen, wenn du auf Böses wirklich mit Gutem antwortest? Look, wenn wir auf Böses, wo uns Leid zugeführt wird oder Negatives, nennen wir es mal so, wenn wir auf Negatives nicht antworten, dann ist das für die meisten Christen, würde ich sagen, ist das ziemlich vorhersehbar. Ja, natürlich, weil Jesus hat doch gesagt, wenn dich einer auf der eine Backe schlägt, dann halt die andere auch noch hin. Also du machst nichts. Du antwortest, du machst nichts Böses, du bleibst einfach stehen, du machst aber auch nichts Gutes. Das ist vorhersehbar, wenn man das macht. Und wenn man das macht, wenn man nichts tut, wenn man auf das Böse nicht darauf antwortet, oder nicht Böses tut, aber auch nichts Gutes tut, dann wäre das vielleicht im besten Sinne Barmherzigkeit. Ja, wir halten eine andere Wange hin und deswegen schlage ich nicht zurück. Wenn wir aber auf Böses mit Gutem antworten, Leute, dann ist das was anderes. Das ist Gnade Gottes. Das ist wirklich Gnade. Das kommt aus einer anderen Welt. In dem Moment, wo wir auf Böses mit Gutem antworten, da kreuzt sich dein Leben mit dem Leben von Jesus. Da passiert was. Da wirst du wirklich Jesus ähnlich und gleich. Das ist die beste Möglichkeit, in so einen Momenten von unserem Vater im Himmel zu erzählen mit unserem Leben. Weil das ist das Evangelium. Das Evangelium ist, dass Gott auf Böses von uns Menschen mit Gutem antwortet und sagt, look, ich komme mit Gutem, ich komme mit meinem Sohn, egal was gewesen ist, ich komme mit Gutem zu dir. Und du kannst noch so böse sein, ich komme mit Gutem zu dir. Das ist Evangelium. Das hat Gott für dich und mich gemacht. Und wenn wir in der gleichen Weise so handeln, dann erzählen wir letztlich die Story Gottes. Und das ist außergewöhnlich. Das ist außergewöhnlich in der Story von Abigail. Wenn du Gutes für Menschen tust, look, die es nicht verdient haben, dann macht das zwei Dinge mit dir. Das eine ist, es setzt dich frei. Es setzt dich frei. Was meine ich damit? Look, wenn du Negatives erlebt hast, Böses widerfahren hast und dich entscheidest dazu, ich tue trotzdem Gutes dem Menschen. Ich mache trotzdem einen Schritt von Vergebung oder dies oder jenes. Dann setzt dich das frei. Du bist nicht länger ein Gefangener von all den schlechten Dingen, die an dir getan worden sind. Und ich kenne so Gedankenspiele. Ich kann mich vollkommen drin verlieren, wenn mich irgendwas getriggert hat und ich denke einfach, oh, wenn ich die treffe. Und da bin ich schon auf 300 Grad, wenn ich die Person treffe und muss 5-mal schlucken und 3-mal um den Block laufen, damit ich einigermaßen runterkomme. Vielleicht kennt der eine oder andere das von euch. Aber das macht einem mit einem was, man wird frei davon. Man wird frei davon, nein, ich bin nicht Gefangener von den Gedanken letztlich. Ich lasse mich nicht als Gefangener von Ungerechtigkeit behandeln. Und bitte hört jetzt genau zu. Ich meine jetzt nicht, wenn Menschen Missbrauch erlebt haben, dass die hingehen sollen auf ihre Täter, weil sie was Gutes tun. Das ist eine ganz andere Kategorie. Davon rede ich nicht. Bitte hört genau hin. Es setzt dich frei. Und das Zweite ist, wenn wir Böses mit Gutem antworten, Leute, wie gesagt, wir werden Gott ähnlicher. Ist das einfach? Nein. Nein, es ist definitiv nicht einfach. Aber so ist Gott. Gott hat einen echten, aufwendigen Weg beschritten. Ich schließe mit Psalm 34. Suche Frieden und jag ihm nach. Und Nachjagen, Leute, finde ich wirklich ein Abenteuer. Und Nachjagen ist letztlich auch ein Wagnis. Es ist durchaus gefährlich, dem Frieden nachjagen. Der Dietrich Bonhoeffer, der hat 1934 über Frieden mal was sehr Bemerkenswertes gesagt. Und sein Friedensverständnis war Frieden und Sicherheit. Die beiden Dinge, die muss man unterscheiden. Und er hat gesagt, es gibt keinen Weg zum Frieden auf dem Weg der Sicherheit. Wer nur Sicherheit haben will, der funktioniert mit Abschreckung. Der funktioniert letztlich mit Abgrenzung. Der Friede, so hat er gesagt, der Friede muss gewagt werden. In jeder neuen Situation, in offenen Situationen muss er neu gestaltet werden. Das können wir ganz aktiv in der nächsten Woche machen.
Fangen wir bei kleinen Dingen an, damit es sich immer mehr ausbreitet. Bis hin zu Unruhen, wo weltweit sind. Wir sind berufen, Frieden zu stiften, aktiv. Für mich ist eine Challenge, Leute, zum Beispiel im Straßenverkehr. Mich regen so viele Leute aus, warum die so langsam fahren. Auch immer. Und manches Mal habe ich dabei ertappt, wie ich Gleiches mit Gleichem tue. Ich bin genauso verrückt wie die anderen. Und das ist nicht gut, aber ich versuche mich drin zu üben. Oder sich zu entschuldigen, wie Abigail. Für Fehler, die man gar nicht gemacht hat. Warum? Weil ich bin Teil von dem. Ich habe zig Briefe hier im ICF schon an Leute verschickt und mich im Namen vom ICF entschuldigt. Weil wir als Kirche irgendwo versagt haben. Weil wir Menschen Unrecht getan haben. Ja? Und dann stellt man sich zusammen dahin und sagt, look, entschuldige. Das ist auch meine Schuld. Das ist der erste Schritt, Leute. Dass Herzen aufgehen und Frieden gestiftet wird. Wir sind berufen, Frieden zu stiften. Da will ich bitten, aufzustehen und ich bete noch mit uns. Vater im Himmel, danke, dass du uns so berufen hast, Frieden zu stiften, aber auch befähigt hast. Und du siehst auch mein verzagtes Herz in so Situationen, wo es so schwierig ist. Und wir sehen uns danach, dass wir als Kirche wirklich dafür bekannt sind, Frieden zu stiften. Den Weg von der Abigail zu gehen. Mach uns Mut dazu und Heiliger Geist, bitte erinnere uns daran, wenn wir in Situationen sind, dass wir das können, in der Kraft von deinem